Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum heutigen Panorama, moderiert aus Heimberg. Wir haben heute folgende Themen für euch parat. Ein berühmtes Kindermädchen mit einer grossen Aufgabe. Arbeiten im Alter, Traumkulissen, Zusammenhalt und Emotionen. Das wohl berühmteste Kindermädchen der Welt feiert die Premiere auf der Thuner Seebühne. Neben ihren haushälterischen Tätigkeiten hat sie aber auch noch eine andere Aufgabe. Wie die künftige CEO, Christina Lindelob, meinem Kollegen Ben Abeckler erzählt, soll das international erfolgreiche Musical den deutlichen Besucherrückgang der letzten Jahre stoppen. Die Vorbereitungen sind gut gelaufen, wobei dieses Jahr wir schon mit dem Wetter immer mal wieder zu kämpfen hatten. Wir haben versucht, die Sonnenstunden zu nutzen, sodass wir rechtzeitig mit allem fertig sind. Wir mussten immer wieder schauen, dass wir alles hinbekommen zeitlich, aber am Ende ist es sich ausgegangen. Und ja, natürlich, wir haben vor allem die Sonnenstunden dann genutzt, die Arbeiten voranzutreiben. Und Christina, könnte man auch sagen, Mary Poppins mit dem Regenschirm war ein bisschen prophetisch. Ja, es scheint ein wenig so. Also wir sind hier auf der Bühne, wir sehen ein ganz tolles Set. Dieses Jahr hat sich unser Setdesigner was Besonderes ausgedacht, ein umgekehrter Regenschirm. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass nur in der Vorbereitung der Regen prophetisch war und wir jetzt aber ihn nicht mehr brauchen müssen. Wenn wir jetzt so zurückschauen auf das letzte Jahr, dort sind die Besucherzahlen ein bisschen zurückgegangen. Die Mary Poppins holt die Leute wieder zurück. Ja, der Titel ist natürlich was ganz Besonderes für die ganze Familie. Mary Poppins, eines der größten Disney-Stücke. Und wir freuen uns, dass wir bisher sehr viel Zuschauerzuspruch hatten und die Vorverkaufszahlen sehr gut sind. Ja, natürlich, die Aufregung ist groß, die Anspannung, aber nach monatelanger Arbeit wollen wir jetzt einfach, dass es losgeht. Und jetzt drücken wir die Daumen und sind optimistisch, dass das mit dem Wetter klappt und wir heute Abend eine tolle Premiere feiern dürfen. Spinnst, du hast doch genug gearbeitet. Das hört Maya Scheren öfter. Nach der Pensionierung genießen viele ihre neu gewonnene Freizeit. Aber nicht alle können oder wollen auf der faulen Haut liegen. Sie würde gerne arbeiten, erzählt Maya Scheren meiner Kollegin Ranina Häusli. Aber auch, dass das für sie nicht einfach ist. Mein Name ist Maya Scheren und ich habe die letzten Jahre 23 Jahre in einem Büro gearbeitet, am Empfang, in der Physiotherapie im Spital Interlaken. Ich habe 2 Töchter und 2 Grosskinder. Und ja, jetzt bin ich pensioniert und gehe wandern, gehe Skifahren und so. Genieße es, wenn ich kann. Ihr habt noch entschieden, nach der Pensionierung weiterzuarbeiten. Aus welchen Gründen ist das passiert? Also ich habe bis 67 habe ich gearbeitet und nachher habe ich noch bis 69 habe ich noch sonst so Job gemacht. Und jetzt werde ich Ende Monat 70 und wäre mir eigentlich gleich auch noch weiter etwas zu machen. So ein bisschen, ja, für unter die Leute zu kommen. Einfach, ja. Ist es auch ein bisschen finanziell motiviert, die Entscheidung? Ja, es kommt auch noch dazu, ja, dass man sich vielleicht etwas noch leisten kann im Alter. Ja, es sind verschiedene Gründe. Nicht so. Also nutzlos kann man nicht sagen. Ich habe daheim schon etwas zu tun, aber ich würde gerne so etwas anderes machen. Aber ja, es ist manchmal nicht so einfach, weil erstens ist es teilweise hochprozentig Seniorenjobs oder viel für Männer oder eben Pflege, wo ich halt die Ausbildung nicht habe. Und was wäre so euer Traumjob jetzt? Also Traumjob, den hatte ich eigentlich die 23 Jahre. Es wäre mir gleich im Gastgewerbe etwas zu machen oder auch eben einen Tag im Büro irgendwie. So ein bisschen Aushilfe zu machen. Ich bin recht flexibel. Für hunderte Athletinnen und Athleten aus nah und fern geht es gleich wieder hoch am Inferno-Triathlon. Kämpfen, leiden und Glücksgefühl erleben, heisst es dann wieder im Berner Oberland. Das wäre nicht möglich ohne das 13-köpfige Organisationskomitee. Was dann ihr Antrieb ist, erzählen sie meinem Kollegen Manuel Moser. Inferno ist Familie, ist Erlebnis, ist viel Schweißtropfen und wahrscheinlich die grössten Emotionen, die du im Sport erleben kannst. Sehr viel Herzblut, sehr viel Einsatz auch. Und ganz, ganz viele strahlende Gesichter. Der schönste Anlass im Berner Oberland.
den schönsten Kulissen der Welt, ganz klar. Das höchste der Gefühle, mega viel Spannung, Abwechslung und Emotionen. Es geht einfach darum, dass man da mithilft als Helfer. Es ist die infernale sportliche Leistung von dieser wahnsinnig imposanten Kulisse. Und es ist unglaublich eindrücklich, die ganze Strecke. Ja. Am Morgen zu tun beim Strandbad, wenn es losgeht, wenn all die vielen Schwimmer ins Wasser stechen und dann gemeinsam so Richtung Oberhofen losschwimmen am Sonnenaufgang entgegen. Das finde ich jedes Mal wieder emotional. Ja. Das Prägende an diesem Anlass sind für mich wirklich die Helfer. Also wir könnten ja den Anlass nicht organisieren, wenn wir nicht die 800 Helfer hätten. Und die sind dermassen mit viel Leidenschaft und Freude dabei. Mein Inferno-Moment, als ich das erste Mal dabei war, bin mit meinem Vorgänger mitgegangen, den ganzen Tag, und habe ihn so hautnah miterlebt. Und einfach so die ganze Ambiance an diesem Renntag, das Inferno-Fieber eigentlich, das mich auch ein bisschen packt. Der eindrücklichste Tag war oder Abend, als wir das 10-jährige Jubiläum hatten vom Halbmarathon, wo die ganze Beleuchtung war, wo die am Abend bis um 11 Uhr auf die Schildhorn kennen. Da ich noch nie am Inferno direkt live dabei war, habe ich so noch kennen. Aber es ist schon für mich mit mega viel Freude verbunden, das erste Mal in das OK zu kommen, die verschiedenen Leute kennenzulernen, den coolen Vibe zu spüren. Und darum war das auch schon eine super Emotion. Also für mich ist der allererste Inferno, den ich geholfen habe, Logistik, ist sehr emotional, weil ich mal gesehen habe, wo geht die Strecke eigentlich überall durch, was haben wir für Herausforderungen. Das ganze Dorf Mühlen, das mithilft, die ganzen Leute, die ganzen freiwilligen Helfer aus der Umgebung, die hier mithelfen. Und das finde ich das Eindrücklichste, wie viel dass die auch am Wochenende und in der Freizeit können helfen. Und der ganze Zusammenhalt, das ist unglaublich. Die erste Durchführung als OK-Präsident, unfallfrei, alles hat geklappt oder mehr oder weniger alles hat geklappt. Das ist sicher so eine grosse Erleichterung. Aber es ist eigentlich alle Jahre, wenn man sagt, okay, es sind alle aus dem See gekommen, es sind alle heil auf dem Schildhorn nachgekommen, wir hatten keine gröberen Zwischenfälle gehabt, also das meiste geklappt ist immer, wow, gut. Das war es auch schon wieder mit unserem heutigen Panorama. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr auf unserer Webseite und im App. Jetzt übergebe ich noch das Wort an Matthias Mast im Studio. Er erzählt euch selber, wer sein heutiger Gast in der Talksendung «Zusammen im Zentrum» ist. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er das erzählen. Das stimmt vor allem für meinen Gast, für andere Leute, Chef von Globetrotter und eben weit gereist in der ganzen Welt. Merci vielmals fürs Zuschauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt seht ihr noch das Wetter mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Meteo News. Einen schönen Abend und bis gleich. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön sind Sie wieder mit dabei. Am heutigen Mittwoch ist es mit einer Störung zwar zeitweise nass und es sind so einige Wolken über den Himmel gezogen. Es hat manchmal aber auch sonnige Phasen gegeben. Am Donnerstag wird dann an der Südflanke vom Trog zwar immer noch warme, aber vor allem in der zweiten Tageshälfte halt auch wieder feuchte und immer instabilere Luft zu uns hertransportiert. Morgen am Vormittag erwartet uns jetzt aber das erste Mal, abgesehen von ein paar tiefen Restwolken, viel Sonnenschein. Es ist dabei auch noch meistens trocken. Die Temperaturen liegen am Morgen bei 15 bis 17 Grad. Am Nachmittag geht es im Flachland auch mit so einigem an Sonnenschein weiter. Es bildet sich aber auch immer mehr Quellwolken, das vor allem über den Bergen. Im Verlauf des Nachmittags gibt es auch vor allem im Oberland Regengüsse und Gewitter. Es sind auch starke Gewitter möglich.
Es ist schwül warm bei 26 bis 27 Grad. Im Flachland haben wir manchmal ein bisschen Südwest- bis Westwind und auf den Bergen mäßiger Südwestwind. In der Nähe von Gewitter sind kräftige Böen möglich. Am Freitag kommt es dann bei veränderlicher Bewölkung vor allem am Nachmittag und im Oberland immer wieder regnen und gewittern. Das zum Teil auch kräftig. Es sind auch grössere Niederschlagssummen möglich. Am Samstag erwartet uns im Flachland ein Mix aus Sonne und Wolken. Im Oberland sind einzelne Regengüsse noch möglich. Das Temperaturniveau geht bis am Samstag deutlich zurück. Man erwartet da noch rund 21 Grad. Am Sonntag ist es dann aber auch schon wieder sommerlich warm und teilweise bis recht sonnig. Am Montag und am Dienstag dürfte es nach aktuellem Stand auch zeitweise recht sonnig und am Montag wahrscheinlich auch sehr warm sein. Im Oberland ist das Regen- und Gewitterrisiko aber jeweils ein bisschen erhöht. Am Dienstag kann es auch mal im Flachland nass werden. Und damit war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.